Es geht weiter, immer heiter. Zurück bei Anno 1800. Mitten in der Nacht. Ich habe oft noch ganz kurz ein paar Materialien verschippert. Ihr seht jetzt hier oben, dass ich ein paar mehr haben. Natürlich auch gut so. Und ich habe ja noch ein bisschen was vorbereitet. Eventuell hier zum Ausbau der Sparerstadt. Müssen wir noch genauer angucken. Genauso wie hier zum Beispiel der eiserne Turm, den ich da oben hin platzieren möchte. Oder den Palast, den ich jetzt von Capsuloni hierher genommen habe. Ansonsten ist noch nichts passiert. Sind ja eh alle nur Blaupausen und so, da passt von dem her ja auch. Und dann legen wir mal richtig los. Das erste Mal kommt der jetzt hier hin. Und das schöne Ding kann man, glaube ich, gut hier hinstellen. Der Turm. Wir haben ja sogar hier ein Restaurant in der Nähe. Was irgendwie hieß, wir brauchen ein Restaurant in der Nähe. Und jetzt die Frage, was passiert nun? Zack. Ein vielversprechender Anfang. Wir sehen der Einweihung mit Freude entgegen. Ich noch nicht so wirklich. Denn ich habe Angst. So, Phase 2, was willst du von mir, Kumpel? Bedingungen. Nee, Touristen, einige mehr. Rückt näher. Wir verlassen uns darauf, dass ihr folgende Anforderungen mit dem nötigen Eifer erfüllt. Mhm. Was? An unseren treuesten Untertan. Während der Eröffnungszeremonie benötigt ihre Majestät. Für ihre Unterbringung die bestklingende Suite ihrer besten Hotels. Er erwähnt, dass vor allem die Aussicht des Monuments sie gewogen machen würde. Da Majestät eine passionierte Leserin ist, sollte ihre Suite mit einem außergewöhnlichen Exemplar seltener kurzweiliger Lektüre ausgestattet sein. Hä? Wie mache ich das? Und offen mit ordentlichen Referenzstellen, die er meist den Wunsch an ihren Lippen abliest. Okay. Es bedarf sicherlich keiner weiteren Erläuterung, dass die Erfüllung dieser Anforderungen die unabdingbare Voraussetzung für unsere Anwesenheit bei der Einweihung ist. Ja, aber schon verstanden. Muss mich hier nicht so anschnauzen. Könnte man eigentlich sogar hier eins bauen. Überaus angemessen. Wir gehen davon aus, dass es eine Aussichtsplattform auf dem Turm gibt. Ach, großartig. So, hätten wir das gemacht. Hier haben wir noch eine Bushaltestelle. Die werden natürlich von hier nach hier oben hin verschieben. So. Liefern Sie Urlaubsliegt. Hä, wie soll denn das gehen? Mhm. Urlaubsliteratur. Ja, gut, von mir aus. Kriegen wir irgendwie noch hin. Oh, ich mach das hier mit dem Turm und bis der mal fertig ist, wird es eh dauern. Und so lange können hier mal noch ein paar Leute einziehen, werden sowieso brauchen. Allein schon hier für die Bar auch. Der Turm hier zwar noch nicht, aber eben die alte will das ja. Aber ich glaube, der Turm mit dem 4000 dann. Oh Gott, 4000 Touristen, ey. Oh, was tue ich mir da bloß an? So. Etwas Schöneres, hier mit der Speicherstadt. Wie ich die genau ausbauen will, ich habe noch keinen blassen Schimmer, ganz ehrlich. Aber müssen wir mal ein bisschen was versuchen. Ich meine, es ist klar, wir haben hier ein paar Gebäude, die brauchen nur wenig Platz. Es gibt dann, die brauchen sehr, sehr viel Platz. Dass man die halt dann so nach oben und dann auch zur Seite hin platziert, dürfte von dem her klar sein. Sogar beides, wa? Nach innen geht er nicht, wa? Weil er überlappen würde, ja. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft.
Das Problem ist halt, so kann ich halt nicht so viele Dinge jetzt bauen. Das sind vielleicht irgendwie 2, 3 hier. Da drüben noch so. Das ist jetzt nicht so viel, aber schräg kann ich halt so wesentlich mehr bauen. Zumindest in der Theorie. Und die natürlich auch schweineteuer sind. Also das hier war ja nur ein Beispiel, wie es ja funktionieren könnte. Weil eben, da kann ich jetzt theoretisch auch nach innen bauen. Sogar so, da kann ich sogar irgendwie offenbar sogar so bauen. Also komplett überlappen mit dem eigentlichen Einzugsbereich, den wir hier haben. Könnt hier wiederum außen hin machen. Und das war ja das Depot. Das würde so gesehen theoretisch funktionieren, wenn ich jetzt hier mir sagen würde, hey, ich möchte gerne fast schon eine Art unendliches Depot haben. Was natürlich viel Sinn macht, ist ein anderes Thema. Das wiederum klappt irgendwie nicht, aber warum? Warte mal, ich verstehe gerade irgendwie etwas nicht so ganz. Ist das jetzt hier unendlich oder ist es nicht unendlich? Ne, ich glaube nicht, war doch nicht. Einfach eine gewisse Zahl nach außen. Ja, dann wird halt hier draußen besser funktionieren, wa? Ja, super. Deswegen klappt es nach hier unten nicht mehr, weil hier das hier im Weg ist. Okay, gut zu wissen. Dann einmal ganz kurz verschieben. Reparaturkram brauche ich sowieso nicht mehr. Also auch ja auch dank der Speicherstadt. Mehr Druck im Kessel. So Leute, jetzt müsst ihr mal ganz kurz nach außen bitte. So, ein bisschen weiter. Ja, aber hier klappt es auch wieder nicht. Gut, aber ich hätte natürlich alle irgendwie möglichst in einer Reihe. Das heißt, wenn jetzt die hier wegkommen würden. Ich würde zum Beispiel die jetzt irgendwie so bauen. Dann hätte ich schon dezente Probleme. Hä? Aha, da war der andere. Was? Come on. Verstehe das, wer will, wieso es zum Teil so funktioniert, zum Teil auch nicht. Das ist einfach nur Kacke. Die Position hier unten ist einfach scheiße, da könnte viel raus sein. Weil ich krieg den nicht weit. Doch jetzt schon, hä? Gut, den nicht, aber ist klar, weil er irgendwie auch ein bisschen falsch positioniert ist. Die Frage ist, ob ich den dann vielleicht, damit es mehr Sinn machen würde, nach oben bauen könnte. Ja, also ihr könnt zum Beispiel so noch bauen. Hier dafür ein bisschen Abstand. Ne, hier wird es problematisch. Kann ich eigentlich maximal hier bauen? An den Stellen noch relativ viel, wa? Aktivitäten haben wir hier. Warte mal, wir haben noch die Verladekai, verkürzte Verladezeiten für hiesige Schiffe.
haben wir irgendwie Platz, warum auch immer. Da brat mir einer einen Storch. Toller Anblick. Danke. Ist jetzt auch nur mal so Theorie, war. Genau, die Hafenmeister hat hier mal irgendwie mal was versucht, aber egal. Die Dinger wären eh für außen, vielleicht sogar hier irgendwie gedacht. Oh, da wäre gar nicht so schlechter. Und die kann sogar so noch unterschiedlich aussehen lassen, krass. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Nö, aber nicht, dankeschön. Jetzt habe ich hier innen natürlich noch ein bisschen Platz. Das Anzeigen der Schiffe, ja. Kisten unter Deck. Die laden gar nichts ab, kann das sein? Bereit. Nö, die laden gar nichts ab. Da fragen warum? Haben Sie Shellys letzten Roman schon gelesen? Mehr Druck im Kessel. Hä? Doch, okay, gut. Sorry, ich habe mir gerade gedacht, die würden gar nichts abladen. Okay, genau, Depot hatten wir hier noch. Quasi ein riesige. Ah, genau, weil Depot braucht irgendwie auch Abstand, warum auch immer. Okay, hier kann natürlich rein theoretisch bis zur Unendlichkeit bauen. Die Frage ist, macht es überhaupt Sinn? Generell ein Exportbüro brauche hier oben, bezweifle auch ein bisschen, weil ich ja gar nichts exportieren und importieren möchte. Zumindest zu Beginn noch nicht. So, jetzt fragen, ob das nicht vielleicht mehr Sinn macht. Also absolut perfekt wird es garantiert nicht, das ist aber auch nicht mein Ziel, dass irgendwie auf einer Platz ausnutzen und so perfekt wird, das auch mal ein bisschen zum Testen. Speicherstadt hinzu. Ja. Wäre sicher grundsätzlich jetzt nicht so verkehrt. Hä? Kannst du nicht einfach den ganzen hier nehmen, oder was? Kann ich vorne nicht den ganzen Komplex verschieben? Ruht euch noch ein wenig aus. Schade. Es wird eine Ja. Ganz selten kann man sich sowieso zu Tode bauen auch. Mal am Reparaturkammer gucken. Wenn es hier oben nicht viel geht, ist klar.
Hier so eine Frage mit dem Reparaturkran, ne? Ob das irgendwie jetzt Sinn macht, das so zu machen. Der vielleicht hier oben sogar noch Platz hätte, ob das noch sinnvoll wäre. Dann auf der Seite vielleicht. Was, ein Reparaturkran hat doch eine ordentliche Reichweite. Lecco mio. Also der wird hier allein sogar ausreichen, krass. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Auch schon ein bisschen kacke aussieht, wenn er so da steht. So. Ruht euch noch ein wenig aus. Es wird eine lange Reise. Tja, ob der jetzt hier unten sinnvoll ist oder irgendwie anders. Warum könnte dort von hier aus, war? Der dann um sich ballern kann, eventuell eine Option. Jetzt hier mit dem Verladekreis. Macht es hier vielleicht Sinn? Das ist auch okay, baue ich hier unten auch nochmal ein paar hin. Und ja, Freunde, so gehen natürlich die Baumaterialien auch aus. Aber das ist klar. Das wussten wir von Anfang an. Was kann man hier noch Sinnvolles bauen? Reparaturkram braucht es eigentlich wirklich nicht so viel. Eventuell ja drüben noch einen. Ja, da wäre noch eine Option. Ja, da kann jetzt eher weniger. Ein Exportbüro vielleicht noch. Eine Hafenmeisterei. Wenn schon, dann machen wir es so. Wir sind jetzt echt ernsthaft schon die ganze Folge nur dran hier am Bauen. Das ist unglaublich. Die Menschen lassen sie hochleben. Also mindestens einigermaßen so könnte man es hier drüben irgendwie machen. Und geht natürlich auch hier. Speicherstadt nicht viel, aber es geht ein bisschen hoch. Ja, super. Was für ein Opus Magnum. Viel fehlt ja nicht mehr. So, warte mal. Nochmal abreißen, jetzt haben wir hier wirklich viele Anlegestellen. Ein Reparaturkran, der hier alles umfasst. Eine vielleicht noch hier drüben. Dann passt das auch. Dann hat es hier genug für den Verladekreis. So. Ich kann sich zwar überlegen, braucht es das hier machen noch irgendwie. Der hier nach unten geht auch nicht. Ja. Ein bisschen besser würde sicher noch gehen.
was ist jetzt das genau? Auch Hafenmeisterei. Ne, komm, 3 Stück habe ich schon, brauche ich noch mehr. Hafenmeisterei ist mehr dazu, dass ich mehr Module bauen könnte. Und Depot ist Anlegestelle, Reparaturkran. Also Ladekai, Anlegestelle und da drüben. Theoretisch könnte man hier noch mit Exportbüro arbeiten. Jetzt sind es auch nur 2 Stück oder so. Hey, was für eine Nacht. Belappen darf er sich auch? Ah, gut zu wissen. Ruht euch noch ein wenig aus. Ja, gut, dann könnte man hier die Dinger ja auch so bauen. Warum lasse ich sie überhaupt in meine Nähe? Weil ich besser bin als du. Blablabla. Seht ihr, das wusste nämlich auch nicht, dass das auch funktioniert. So, das heißt, theoretisch hier unten könnte ich da eben mit den Exportbüro noch ein bisschen weiterarbeiten, sogar hier rüber noch. Und dann haben wir ja den Kumpel. Ich muss ganz ehrlich zugeben, der Reparaturkran da oben gefällt mir immer weniger. Hier unten wäre mir viel besser gefallen, warte mal. So. Ja, dann stehen sie nämlich da auch wieder. Lange Reise. Und hier sieht es soweit auch ganz gut aus. Ich kann jetzt noch einen weiter nach innen verschieben. Ja, dann passt zwar ganz so gut da, aber es wird sich hier ein bisschen besser. Hier ein bisschen besser stimmen. Ich könnte den noch ein bisschen verschieben. Den noch ein bisschen zurück, der wird dann noch passen. Perfekt. Dann einfach da so ein Geschütz. Da kann man sich überlegen, baue ich das Geschütz sogar hier hin. So, dann hatten wir hier, Moment, hier mal die Verladekais, da die Anlegestelle. Hier ein Reparaturkran, da kann man zur Not da drüben nochmal einen zweiten hinbauen. Was mir sogar sagen würde, hey, ich könnte hier noch ein paar dieser Dinger hinbauen, wobei so viele gehen gar nicht mehr. Irgendwo war ja Schluss mal. Ist ja irgendwo da. Gut, wäre jetzt auch mal eine Option, ne, die man hier so machen könnte. Die Frage, warum geht jetzt der nicht so gut, wie ich eigentlich wollte. Irgendwo hier ist... Muss hier im Bereich hier sein, war. Der will natürlich so wieder gehen.
Reparaturkran hier unten. Das wäre noch eine Option. Dann könnte man den vielleicht dahin platzieren. Das geht dann wiederum nicht so gut. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen tricksen. Ja, also viel nicht mehr. 3 brauche ich eigentlich auch nicht. Ja. Der würde wiederum nicht funktionieren. Aber trotzdem, wenn man es jetzt auch mal so betrachten würde, hätten wir auch schon mal einen ziemlichen Koloss, kann man sagen. Ne? Das sind 2 Reparaturkränen. Wenn es dann soweit wäre. Wie gesagt, aktuell mehr würde gar nicht Sinn machen. Wenn wir mehr bauen könnten. Depot hätte ich auch schon relativ viel dann hier gebaut. Weil jedes erhöht ja um 100 Tonnen. Theoretisch kann ich eben hier jetzt die... Ich fühle mich beschwingt wie eine Feder. Nehmen die Exportbüro. Ich meine, da kann ich noch 1 oder 2 vermutlich ersetzen, oder? Wenn ich zum Beispiel sage, ja, aber ich brauche gar kein Exportbüro. Ich würde hier lieber noch ein Depot hinbauen. Ganz kurz gucken, ist es irgendwie zu breit? Geht das gar nicht nach unten? Ah, warte mal. Ist deswegen, oder? Wirklich schön. Es funktioniert wie geplant. Dann können wir es so machen, hätten hier eben noch die paar Exportbüro, ob es überhaupt die braucht, ob ich die auch alle durch Depots ersetzen würde. Es wäre eine Option, also insofern wäre es eine Variante. Also hier gefällt es mir eigentlich ganz gut. Hier finde ich es zum Teil, vor allem hier mit dem Verladekai noch nicht so schick wirklich. Die Frage über nach innen. Und wir haben hier die Hafenmeisterei noch. Hier vielleicht noch ein paar mehr Verladekais bauen will. Die können sich, glaube ich, auch überlappen. Wann hätten wir die Hafenmeisterei vielleicht hier statt dem Depot? Dann das Exportbüro heran, weil hier habe ich noch Platz, das müsste auch funktionieren. Hä? Ah, da ist der Reparaturkran, doof. So. Das wäre theoretisch auch eine Option. Dann könnte man hier nämlich die 3 und durch solche Gebäude ersetzen. Gut, Schönheitspreise doch trotzdem noch nicht gewinnen, aber es sieht schon mal nicht so schlecht aus, fände ich. So kann man es eigentlich machen. Und ja, ihr seht richtig, wir haben ja auch schon einen kompletten Part dafür jetzt verbraten. Für das alles bloß. Alter Schwede, ja manchmal muss das halt sein. Dafür können wir noch ein bisschen gucken, wie es hier verändert hat. Kaffee dürfte wieder mal am Tiefpunkt angelangt sein. Genau, da wollen wir ganz kurz was machen. Und zwar sperre ich mal, nicht euch, sondern euch mal den Kaffee. Dafür kriegt ihr den Rum zurück. Weil Rum haben wir doch gut eingelagert. Genau, perfekt. So, Freunde, zum Abschluss der Folge, wenn wir noch ein bisschen was anderes gemacht haben. Ne, das bahnbrechende Erlebnis ist klar. Das haben wir hier schon. Ja, sprich, was wir jetzt neu erforscht haben, ist ja jetzt nochmal eine Lehmgrube zum Verschieben. Braucht es überhaupt in meinen
Klar, wir haben die könnte man noch verschieben, aber ganz ehrlich, ich habe hier schon 2. Also, was will da noch mehr? Will ich echt hier noch eine 3. hinpflanzen? Nee, sparen wir auf, ein anderes Mal. Das heißt, Expeditionen. Alles bereit zur Jagd. Eine bärenstarke Begegnung. Bärenangriff, okay. Tarnung benutzen. 50% Chance, okay. Die Bären haben keine Chance. Sehr gut. Ist leidlich bestückt. Ja, machen wir weiter. Der ist noch unterwegs. Zoologische Expedition, wie sieht's hier aus? Ein Riss im Schimpfsrumpf. Ja, komm, improvisieren. Auf das handwerkliche Geschick der Mannschaft kann man sich verlassen. Sehr gut, das lobe ich mir. Weiter geht die Reise. So, Freunde, weiter geht die Reise, genau. Hier haben wir jetzt auch schon die 4. Ich kann mal ganz kurz gucken, wie es denn da jetzt aussieht. Beziehungsweise hier natürlich auch gucken. Oh, was ich vergessen habe. Genau, Konsumgüter. Der Konfitüre steigt wieder, sehr gut. Schmuck, Shampoo, das lohnt sich meiner Ansicht nach, aber erst, wenn ich da in der neuen Welt ein bisschen Vordermann gebracht habe. Königliche Lektüre liefern zu Urlaubsliteratur und das königliche Versorgungsschiff, was damit gemeint ist, genau. Da einfach halt irgendwelche Bücher liefern, die ich hier irgendwie mal bekommen habe. Ja, wenn das wirklich viel bringen würde, sowas zu bringen. Vielleicht das, die Chronik von Embesa. Das könnte dir vielleicht gefallen. Wobei ist ja ausgerüstet. Volkserzählungen. Urlaubsliteratur, ich meine, Embesa ist ja relativ weit weg. Das könnte für sie eine Art Urlaub sein. Ne? Das könnte ja funktionieren. Aber ganz ehrlich, ihr habt da auch so einen Zweifel dran. Aber egal. Freunde. Das war's in der Folge mit dem mehr oder weniger Ausbau von der Hafenstadt. Fortschritt in allen Forschungsbereichen. Ich muss sagen, sobald wir Materialien hätten für alles, also das wird schon cool werden hier. Kann man durchaus so machen. Hoffentlich wird es auch den Touristen gefallen, das wäre sowieso nicht so schlecht. Und ja, muss man alles noch bauen und so, aber hey, immerhin schon mal vorbereitet, das ist ja auch schon mal etwas. Blaupausenmäßig findet der Typ hier auch. Wie es ansonsten weitergeht mit unserer multikulturellen Vielfalt und der Stadt. Für ein schöner Hafen. Ja, der Stadt niemals schläft, kann man fast schon sagen. Unserem wunderschönen Speicherstadt, Hafen, whatever alles. Generell mit der wunderschönen Stadt. Sieht echt geil aus. Mit der Feuerwehr direkt neben dem Hafen ist doch auch geil. Das und vieles mehr in der nächsten Folge zurück bei Anno 1800. Wenn es weitergeht mit, ziemlich sicher, der neuen Welt. Ciao zusammen.